Gouda, Mario, Sola, man, mich freut, dass ihr in Lebensphase sind. Welcome hier. Sehr gut, dass ihr hier seid, diesen Sonntag zu Marius. Mich freut, dass ihr diesen Sonntag gewählt, dass ihr hier seid, dass ein Part von jeden Tag ist, dass ihr in der Kirche seid. Und so, das ist sehr gut, hier alle zu sein. Ja, Freunde, die dazu sind, alle welcome hier. Wir haben etwas Besonderes, was wir wollen. Wir wollen Eltern mit Kindern sehen von dir. Und das ist etwas Besonderes, was wir tun für die Eltern, dass wir bis hinten stehen und sehen, beten, ewig. In Matthäus, Kapitel 19, dort wo die Geschichte ist, wo Menschen nach Jesus kommen, und die wollen haben, dass Jesus soll, die hängen ab ihre Kinder allein und über die beten und sehen, sprechen über die. Und die Jünger wieder zu euch, die sagen, no, wir haben nicht Zeit für diese Dinge, das sind bloß kleine Kinder, wir haben größere Feste bruden, wir haben große Dinge zu tun, und das wollen wir nicht tun. Und Jesus sagt, no, wachen wir. Lass die Kinder noch mitkommen, lass die Kinder kommen. Und wir als Kirche hier sagen, wir wollen bis mit ihnen gehen, und uns freut, dass wir Familien haben, mit kleinen Babys, was sein. Wir wollen es ernst nehmen, wir wollen die Kinder abtragen, dass die Worte Jesus fängt. So, wenn wir hier so abkriegen und wir in Sehen sprechen, ihr werdet das nicht in der steht, von den Taufen, wird er immer ernst sprechen, dass sie mit dort geraten sind oder was immer, haben nicht mehr dort was zu tun. Wir kriegen die Eltern hier nicht mit ihren Kindern sagen, wir wollen bis in Sehen beten, immer ernst. Und dass sie Weisheit haben, die Kinder zu lehren, wenn die Kinder geraten sind, dass sie in Life voll mit Jesus annehmen, als persönlicher Heiland. Und die Entscheidung merken. Und so wie alle taub können ein großes Ding zu tun dort. Wir haben als Kirche gute Botschaften, gute Geschichten für die Kinderkirche. Wir kommen die Familie zu sein, wir stehen mit an. Und so, wir werden hier nun abkriegen, die wird für diesen Service sein. So, Mom und Dads und ihre Babys kommt alle ab, die wird für diesen Service geplant sein. Please kommt ab. Wir werden eine Hand geben, dass sie abkommen. That's beautiful. Kommt ab. It's awesome. There we go. There, that's perfect. Okay, so wir haben hier so eine große Gruppe Familien, die wir haben so schön dort zu sein. Wenn es eigentlich so Kinder und wir haben so schön zu sein, dort die Eltern sind, wo die Hängerstunden und wo halten das tun. So, ich will hier so anfangen, der alle beim Namen zu nennen. Und dann, wo wir den Certificate geben und rausgeben. So, erstens ab habe ich hier Gianna Blake Fair und ihre Eltern Dario und Julia Fair. Dann habe ich hier so Brianna Niedorf und ihre Eltern Isaac und Leuna Niedorf. Dann habe ich Sophia Faith Unger und ihre Eltern Ruben und Susie Unger. Dann habe ich hier Caden Leo Cornelson. Und seine Eltern Justin und Rosanna Cornelson. Dann habe ich hier so Micah Jason Neufeld und seine Eltern David und Judy Neufeld. Dann habe ich hier Robin Sky Friesen Rempel und ihre Eltern Josh und Elvina Friesen. Dann habe ich hier Ian Matteo Wolf und seine Eltern Peter und Sarah Wolf. Und dann habe ich noch Kyler Schmidt und seine Eltern Ed und Julie Schmidt. So, bis dat je alle ook weten, de eerste Gottesdienst, dan werden er ook 8 couples. So, we hebben 16 couples van deel,
wat we zien spreekt met ihre kleine baby's. That's awesome, right? Sehr gut. Ja, und so von der, das Bibelvers für uns, das ist Psalm 127, das sagt, Kinder, die sollten sehen, die sollten Geschenk von Gott. Gott hat ihnen gesehen, hat ihnen ein Geschenk gegeben. Und wir wollen bis mit ihnen auf diesen Tag feiern, celebrate, und bis kijken, was Gott hat getan für ihn. Und so wir freuen uns mit ihnen mit. So das nächste, was wir wollen, ist, diese Couples, die haben sich alle wem gewählt, wat met een top zijn. Vielleicht ihre Oma und Opa oder Freund, Cousins, wie immer das ist. Ich würde nu Frauen nicht jeden abkommen, wenn ich will ein Sehen spreche, ich will ein Gebet tun, even. So, even wenn die Jast hier sind, vielleicht sind sie nicht immer jeder Sonntag hier, aber ich sind der Oma und Opa oder was immer das ist, kommt ab, dann werden wir Sehen sprechen. Kommt alle ab. Was soll ich? Hier ist ein Teil Raum, hier kommt alle ab. Alright, so das ist ein afrikanisches Sprichwort, al für viele Jahre angewasst. Und dort sagt, that it takes a whole village to raise a child. Das braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind abzutragen. Aber wie sei das nicht ein negativer Weg, das hört sich mit so, braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind abzutragen. Das ist nicht, was ich hier sage. Was das sagt, ist, und was ich meine mit das ist, die haben Menschen, die dran sind, Freunde, Oma und Opa, Cousins, Small Group, Freunde, was immer alles ist. Und wir als Kirche, wir sind hier, da braucht uns alle taub, können alle einen Einfluss sein und wir sind hier zum Mitgehen gehen und in enger Städten. Und so, das bloß einfach ein Segen zu sein, was mir das sagt von der, ist, dass das sind Freunde, das sind Menschen rum und sie gehen nicht den Weg allein. So, das soll ja gut zu sein. Ich würde Frauen nicht hier abstehen und dann wollen wir ein Segen beten über diese Couples hier. Vorher Dankeschön für das Geschenk, für den Segen von den kleinen Kindern. Ich bete nu bis Krieg für die Eltern, dass die Eltern Weisheit haben, sie die Leib haben, sie die Geduld haben, um die Kinder abzutragen und sie auf so einen Weg abtragen und lernen, dass sie die Fänge, Jesus, von sie abwaschen. Und dass sie bis die annehmen als ihr Heiland. Dankeschön, Jesus, für die Kinder, Dankeschön für das Geschenk. Ich bete nu bis Krieg Gesundheit über die Kinder, die Eltern und auch Weisheit. Und bloß, dass die Kinder gut abwaschen können, dass sie gesund sind, dass sie leer werden können, dass sie wiederkommen und dass sie einen großen Unterschied merken in dieser Welt. Dankeschön, Jesus, für diese Freunde und Familie, die hier oben sind, die in enger Städten mit ihnen gehen. Und so, Dankeschön für den Segen. Wir loben dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. So, wir haben eine große Hand geben. Thank you, guys. You're awesome. Thank you. På väg 3 dan vi en Lorna och i Minnesota in Manitoba en ekhala då hade sig en dashstone och då vi en grotet puzzle boven. Jag vet vad en puzzle är, nicht? Då den såna människan toppstan vad ni säger så vet inte den. Och så då vi en grotet puzzle halvt uppgestalt, då en bit, hier en bit och där en bit och såna dingar. Jag har så till håll att man en kleine hummer har Tim det laatst då nämnt klapparen och beschäftigt alla. Och vet du vad du då doen? Man en puzzle uppställen och de de bitar då nämnt klapparen alls. Men det är nicht så lang, det är busiga från Anfang. Aber det är nicht så lang, dann så bild arg, det plats inte bara, men immer mehr plats man hur man nämnt klapparen, wenn du hast somewhere arg doen, eller hast en arg plats nämnt. Och så vi fangen ner i botschaften an, att när vi den nächste plats.
Und wir wollen ein bisschen checken, die Weihnachtsgeschichte, ein bisschen vielleicht von einer anderen Seite, das haben wir mal down. Aber wir wollen ein bisschen sein, wann Gott den nächsten Platz nennt. Weißt du, uns jetzt lernen nicht schein. Wenn wir lernen, dann bist du nicht in Control. Du bist vielleicht wo in der Office und du setzt und du wirst mal gleich in dort hängen und like, was geht du an wie für? Stunden die bloß Raum, trinken die bloß Kaffee, oder was geht hier an? Und dann wollen wir mal den Platz mal mit dem Hummer anklappern, nicht? Oder du bist auf der Grenze irgendwo, vielleicht hat irgendwo einen Traffic Jam, irgendwo in der Lane und du kriegst so mäßig die Hütte raus, wenn das moved nicht, like, das darf nicht. Je wissen alle von was ich rede. So wie gleich nicht zu lernen. Und weißt du, wenn er kämpft Gott, dann gleich für einmal nicht zu lernen. Aber ich will es doch nicht. Ich will gleich einmal Dinge trashstellen. Ich will gleich einmal die Platz mal mit dem Hummertje klappern, wenn es jetzt erstens viel Busse, dann würde wir mal wiederkommen. Aber weißt du, wir wollen lernen, dass wir noch Gott lernen. Und ich will ein bisschen reden von das Lernen und den Messias. Weißt du, Gott hat von Anfang an gesagt, dass da wird einer kommen, der wird den Feind vernichten. Ich werde die Vers nicht alle lesen, wenn Zeit halten, aber in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da redet davon, dass Gott sagt zu Adam und Eva, du wirst nur kommen von der Früh kommen, der wird den Feind den Kopf verklingen. So das ist ein Ding, was im Kommen ist. Aber weißt du, dort wir 4000 Jahre drei. Wenn wir dann einen großen Stab nehmen in der Bibel und wir gehen nach Jesaja, nach dem Buch Jesaja, dann finden wir, dass Jesaja hat allerhand Prophezeien von den Messias. Ein Ding, was sagt, dass du eine Jungfrau sehen hast. Hier würde ich gleich hinterlesen, Kapitel 9, Vers 5. Wir uns als ein Kind geboren. Wir haben einen Sehen gekriegt und er hat das Reich zu regieren. Er wird der wunderbare Ratgeber, der Macher Gott, der ewige Führer, der Friedensprinz genannt worden. Aber weißt du, was Lied? Da wir 700 Jahre drei. Wenn wir dann einmal einen großen Stab nehmen, dann kommen wir nach Malachi. Das letzte Buch im Alten Testament, der letzte Passage, was wir im Alten Testament geschrieben haben. Das fing wir in Malachi 3, Vers 23 und 24. Hörch einmal, ich wollte in dem Propheten Elia schicken, und dort dem Herrn sein großer und schrecklichen Tag kommt. Die wird der Eltern mit den Kindern versöhnen und die Kinder mit ihren Eltern, sodass ich nicht das ganze Land wird nicht lohnen, wenn ich komme. Dann wird ihr Malachi, da wir 400 Jahre drei. Ein Schreiber sagt, dass Malachi, das ist ein bisschen so, die Schrift ist wieder, er hängt seinen Schreiberschalldruck ab, lässt seine Bleistift sehen und verschwindet in der Wüste mit Gott. Und für 400 Jahre ist Gott still. Kein Prophet in Israel. Ich meine, das ist anruhig im Land, wenn alle politische Dinge. Für mich ist das immer eine interessante Geschichte. Ich könnte für mehr hier reden von dort, aber das würde mich nicht interessieren. Aber lest mal Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11, das redet von dieser Zeit und von den Chinesen von Norden und Chinesen von Süden und wie sie sich fährten. Israel ist dazwischen so ein Sandwich und das viel Krieg und so eine Dinge steht durch diese 400 Jahre. Aber das ist es, wenn Gott still ist. Und weißt du, wenn wir lernen, dann fingen wir uns eine weg. Das kriegt so, wenn wir da zu langsam geht, zum einen Platz fingen, zum den Puzzle ansetzen, dann fing ich einer, was am besten anpasst, und dann klappe ich den dann an. Und wenn wir lernen, dann fangen wir uns eine denken. Und das ist, was Israel tut. Sie lernen nur den Messias, sie lernen den Chinesen. Wie man dann denkt, dass Israel lernt nicht nur den Messias, den Radar, was würden an Krieg gehen für einen Storben. Das ist nicht, wo sie nur lernen. Sie lernen den Chinesen. Die werden auf Davids in den Thron setzen, die werden in Jerusalem regieren. Und sie würden mal ihre Fein losen, was für die letzten 700 Jahre regiert haben. Dort wird ihr Traum. Aber Gott schämt nicht. Eine Generation oder andere. Und Gott schämt nicht. Und Gott wird stellen, kein Prophet. Und so, dass wir ein bisschen so, dass Gott wie eine Wüste verschwunden. Und so sehen wir ein religiöses System mit der Sadduzäer, Pharisäer, das Synagogensystem, sie lauten verschiedene Gruppen formen sich durch diese Zeit, aber sie haben ein religiöses System abgestellt, sie haben das sozusagen perfektet, oder sie haben das scheingemerkt nach ihrer Weise noch, und als es dann schließlich so wie es ist, dass Gott nicht doch einmal moven hat, dann passt der Messias da lange nicht mehr. Und sie verschmeiten ihn, wenn der Post nicht in das System nimmt. Und weißt du, das ist ein bisschen vor, wo wir sind, wann wir lernen. Wenn wir lernen, dass Gott sein Versprechen, like wir glauben an Gott und wir haben Gebet und das Jeff kein Kind, und dann sagt Sarah zu Abraham, dann nehmen wir die Kirche.
Das wollen wir von der in Israel fährten, wenn der Entscheidung. Aber das Pot davon. Und weet je wie dan als ene ding fing? En vielleicht hij jemals, hij moet je beden van denken dat Jeffners, dan wordt hij mal in ene heen nemen. Nu wordt den klotst mal mijn home aanklappen en de moet hem mal aanpassen. En dan moeten we een beetje oppassen. So we willen leren, nur Gott leren, wen Gott schafft, in zijn tijd, in zijn weg, met zijn persoon. Aber das, wo Lukas anfängt zu schreiben. In Lukas Kapitel 1. Vers 1. Weil viele sich das übernommen haben, die Geschichte zu schreiben, die mag uns passiert sind, oder die Geschichten. Und so Lukas sagt, es sind viele, was geschrieben haben, die weiden von Matthäus, Markus und Johannes, und Lukas, und so du warst vielleicht noch andere was, aber sie haben diese Geschichten geschrieben, was mag ihnen passiert sind. Vers 2. So was uns die gegeben sind worden von denen, die das selbst gesehen haben, in deiner Umwelt sind. Na weet je, wie wollen einmal Augenzeugen haben? Wir wollen mal die Geschichte von jemand hören, was du weißt das. Even nu, wenn wir denken an den Krieg in Israel, und wir hören schrecklich viele Geschichten und so weiter. Aber mal mit wem vertalen wir da wir, oder wer da ist. Das ist anders. Und das, was Lukas hier sagt, ich sehe gehen, nur die, was Augenzeugen sind. Von der ersten Tag, was die Bibel zu sehen geschmeten als bloß ein altes Buch, und das haben sie ja auch lang nur dem, was die Geschichten passieren. Weet je, die Bibel wird geschrieben mit Augenzeugen im Sinn. Lukas ging nur Maria, Jesus seine Mama, und sah sich mit haar doel und vertelde die Geschichte. Wenn Lukas hast du, was die meiste Einzelheiten schrift von Jesus seine Geburt und von Maria und diese Art Dinge. So ich glaube, er sah sich mit Maria doel und vertelde mit haar in früher, wo wir dort. So eine Dinge steht. Und so er ging mit Petrus vertellen, mit Johannes. Lukas hat nicht bloß eine Geschichte hier von den dritten oben und dann schreibt er die ab. Er ging selbst nur sein. Einmal würden uns das halten, dass wir nicht ganz so plüdern würden, wenn wir mal würden trägen nur die Wartel von den Geschichten. Da steht bloß alles vertalen, was Jan Ober gesagt hat, für so eine Dinge. So Lukas schreibt nicht den Weg. Er schreibt mit Augenzeugen, Menschen, die dabei wären. Das ist ein bisschen das Paulus. In Korintherbrief sagt, dass Jesus erst bei 500 Menschen täglich begegnet, dann sagt er, hier die meisten von denen leben noch. Was er sagt, ist, wenn die dort nicht leben, dass Jesus von dort abgestoßen, dann geht man mit 450 von denen spazieren. Wenn der Herr in gesehen, die wären da. Die haben mit Jesus top gegeten. Die haben am gesehen nur die Auferstehung. So das wird Lukas steht. Dann sagt er in Vers 3, dahin habe ich dort auch für Gott gesehen, nur dem ich alles von Anfang an gründlich untersucht habe, die mein Wert geachtet, Theophilus dort ordentlich zu berichten. Und so Lukas sagt, ich habe dort sehr gründlich untersucht. Ich schrieb nicht bloß eine Lage Geschichte. Ich schrieb Wort von Augenzeugen, ich habe das untersucht, ich habe mit Menschen verteilt. Wir wissen nicht, wer Theophilus war, alle haben Ideen geben Menschen. Aber er wie einer, der das gelehrt hat, in Lukas will haben, er soll einen festen Grund haben. In das nächste Vers 4. Dass du einen festen Grund davon hast, was die gelehrt ist worden. So, Theophilus wird gelehrt worden von Jesus in Kommen, die ganze Geschichte. Lukas will ihm dort nicht mal sozusagen einen Grund bauen, sodass er einen Grund hat. Einige glauben, dass Theophilus wie ein Regierungsmann einen großen Einfluss, aber er soll einen festen Grund haben, was er dort kann tun. Wir wissen nicht. Aber einer wird Lukas Schrift bekommen. Vers 5. Da wir in der Zeit, als Herodes König war in Judäa, der Priester Zacharias von Abijah seine Dienstgruppe und seine Frau Elisabeth, eine von Aaron seine Töchter. Dan weet je, Lukas has een geschichte geschreven. Lukas, hij deed dat in de tijd neerzetten. We waren Luther nog fijn, wo het nog mal gentel gedaan. Maar hier, hij zat het in de tijd neer. Hij zegt, die tijd als Herodes König was. So dat kunnen we zeggen, okay, dat zijn 30 jaar. Maar dan zegt hij, in die werk, wo Zacharias met Abijah zijn dienstgroep, wo die een tempel schaffen deed. En weet je, dat is een werk van een jaar. En zo Lukas brengt dat in een werk neer, wo dit passiert. Und so wollen wir sein, dass wir ein Madwerk, wo das alles passiert. Wir wissen nicht, was von da, aber dass wir in diesem Werk, und so Lukas bringt das dann an, er sagt im Hintergrund so zu Menschen, wenn die das nicht glauben wollen, seht ihr das nur. Wenn die Juden halten sehr sorgfältig Record von alles, die wissen Charakter von der Familie, sie wissen diese Gruppen, die werden totgestellt, als König David, König wir. 1000 Jahre 3.
Und diese Gruppen wären bestehen geblieben durch die babylonische Gefangenschaft, durch dem, was das Land gespielt wird, das von Israel und Juda. Die ganze Zeit, für 1000 Jahre, wären diese Gruppen, die wussten, wer diese Gruppe gehört, wenn sie halten Record. Juden wären sehr sorgfältig mit Abpassung von einer Familie, sie haben all seine Dinge steht. So nu wir Abija seine Gruppe in Zacharias, in Elisabeth, Zacharias ist ein Priester in dieser Gruppe. Geschichtlich sagen, dass wir so viele Priester zu dieser Zeit, dass diese Priestergruppen können zweimal das Jahr für eine Weg dienen. Und zu Zacharias, wir messen mal bloß Tüß. Mit vielleicht ein bisschen Kasen, was wir so haben. Aber dieser Weg, als ein Tempel, wenn dieser Weg, der seine Gruppe dienen. Und dann sagt Elisabeth, sie von Aaron seine Tochter, aber alles, was das meint, ist, dass sie nur kommen von Aaron. Da meine ich, dass Aaron, was 1000 Jahre lebt, dass dort, oder über 1000 Jahre, dass dort dad wir. Da meint sie wir von der Land. Das wird es von wie von Führer Abraham reden oder so eine Dinge. Vers 6. Die wir im Bett fromm für Gott und hielten sie nie bauten und lehren und leiten sich nicht zu Schulden kommen. Na, das meint nicht, dass wir in so einer Hand jede Christen in der Kirche in so einer Stadt. Sie wären gläubig, fromm in ein alttestamentlicher Sinn von der Wut. Sie halten das Gesetz gut zu können, sie leben in das Gesetz, sie tun alle Opfer, sie tun all diese Dinge, was das Gesetz von ihnen verlangt. So sie wären in den Sinn fromme Lied. Vers 7. Aber sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth nicht Kinder haben können und wären noch bald alt. Na, das ist mir interessant, wir wissen nicht, was Lukas meint mit alt. Wenn wir 3 gehen nach 4. Mose, da sagt Gott zu seinem Volk, dass ein Priester, der soll 25 Jahre alt sein, fertig dienen kann und der soll abhören, wenn er 50 ist. Bloß, dass ihr weißt, ich sehe, 50, das ist meine letzte Botschaft. Just kidding. Na, ich will noch nicht retiren. Aber weißt du, die Priester, die können bis 50 Jahre dienen. So, wir wissen nicht, ob sie dort noch halten oder nicht. Und aber zu der Zeit Menschen sterben, gehen, also von der dann so ein 50 Jahre schon, das ist vielleicht so ein kleiner Junge, ein 50 Jahre schon gereist, ich meine, die kann noch mal auf und gehen. Und so 50 Jahre, da bin ich schrecklich alt. Some von ihnen sind nicht 50 junge Schnecker, sei. Und so, aber weißt du, die Zeiten sind immer ein bisschen verschieden. Aber allemal sei wir noch alle, vielleicht wir 50, Elisabeth Mess 50, wie weiß nicht. Aber allemal sei wir alt, sie haben keine Kinder. Vers 8. Und einmal als dort an seine Ordnung wird, also diese Gruppen, die müssen nicht die Zeit ein, und einmal als dort an seine Ordnung wird, das Priesteramt für Gott zu verrichten, so ist das Priestertum dort verlangt, und dort los ab am Fall, dort Werk zu bringen, jeden den Herrn sein Tempel nennen, und das ganze Volk stand in der Reke stand büten in Bett. Weet je, schriftlich was sagen, dass dort ein Priester kann einmal in der Lebenszeit diese Arbeit tun. So, wenn wir an Zacharias denken, das ist nur 50 Jahre alt, Herr von 25 Jahren gedient, für die 25 Jahre, als er einmal zweimal der Weg in den Tempel gewesen, er hat seine Arbeit getan, dort lasst es noch niemals ab ihm gefallen. Und so die Priester, sie dort in den Lot tragen, und wem nun dort wir, die können dann gehen durchbauen, sie hatten dort wie in der Heilige Stube im Tempel, der Tempel hat eine Heilige Stube, und dort Allerheiligste, und dort groß fertiger dient, dort wir das Rekia-Altar. Dort wir ein Symbol von Gebet, was scheinreckend nur Gott kommt. Aber allemal, sie mussten dort morgens ausstehen im Tempel, und dann wird einmal ein Last getragen, und dann die Priester, wenn dort drauf, die können dann gehen, mit dat Krut, mit dat Rezept, was dort hat Gott gegeben. Ich will die Verse nicht lesen, aber im Alten Testament finden wir das Rezept von dem Werach, oder das scheinreckende Krut, was da regnet, das ist ein scheiner Gerach. Und so, nu über einmal haben sie getrocknet los, und nu ist es Zacharias. Und so geht im Tempel an, dort Volk steht büten, und lüht. Dann fahre ich wieder go. Weil ich Ihnen sagen, dass Gott schafft in dieser Welt auf verschiedene Wege. Einmal schafft Gott Lüd. Einmal dann kracht das und das blitzt und das Heul und Pagen und Kniepers und der Wutter spielt sich und jeder Hüssen Doden. Das ist es in Ägypten wie, und das wir Lüd, das wir sichtbar und Gott schafft in jeder eine West, und ist Gott im Darb. Wenn wir lesen von der Welt, dann fingen wir, dass das Wort war das Säuerknall, und da waren Steine von Himmel fallen, und das wurde zerblaut, und viele Menschen umkommen, und alle hantieren es wieder. Das wird sichtbar und schrecklich laut sein. Aber hier, ganz still. Da wird keiner an. Bitte Zacharias. Weet je, die Menschen standen in der Fairlife. Und Zacharias wie allein im Tempel.
kein Blitz, kein Donner, kein Knall. Dreimal puff. Stellt Gott den nächsten Klotz in der Puzzle an. Wie nannte sie die Botschaft den nächsten Klotz? Und für lange Zeit hat das Volk gelehrt nur den nächsten Klotz. Wenn wird Gott mal den nächsten Klotz ansagen. Wenn wird Gott mal ans Messias schicken. Vers 11. Dann kam mit einmal den Herrn sein Engel und stund und reichte sie beim Rückopferaltar. Dann kam mit einmal, weißt du, was hängt das so ist? Tausende Jahre von Lehren, tausende Jahre von Prophezeiung, tausende Jahre von, wer weiß noch jemals was passieren. Ich sage, das für viele Menschen noch abgegeben. Das ist eine Reason, wohin Johannes muss kommen. Zumal war das voll Trei bringen, aber gelesen hat, wenn der Messias kommt. Die haben lange alle abgegeben. Die haben alle ein System aufgestellt. Die haben eine Religion. Sie haben alle Priester und Pharisäer und all die Menschen. Like, wir haben ein System. Wir haben aufgestellt. Lüge nicht mehr. Ich weiß nicht, was das falsch dacht, aber ich stehe mir so vor, wir sind viele Menschen, die haben abgegeben. Vielleicht von denen, die beten, wie im Tempel stünden und beten. Mit einmal stund ein Engel. Ganz still. Erst bloß bei einmal durch. Na, was lernst du? Für was hast du für Jahre gebetet? Hast du einmal gefällt, normal alle im Gruben in Heaven? Hast du einmal so gefällt, dass Gott ist in der Wüste verschwunden? Mit Malachi-Taub? Ich glaube, rein alle von uns feilen einmal so, dass nu fehlt der nächste Platz, um an zu sagen. Nu waren wir dem mal mit Hummer mit Metall. Aber wie Gott schafft zu seiner Zeit. Vers 12. Und Zacharias den sagt, verfiert er sich in Antwort Angst. Und ich glaube, ich kann verstehen. Wenn du da ganz allein was da ist und so vertieft bist und du hast Lebenszeit, nur das Moment gelehrt. Dann einmal steht da, wer besiegt die. Dann wird wir ein klein bisschen abchecken, glaube ich. Aber der Engel sagt ham, Vers 13, aber der Engel sagt ham, Zacharias, fürchte nicht, dein Gebet ist gehört. Ich wundere, für was er betet. Vielleicht finden sie aber sie wären noch alt, das wird vielleicht auch vorbei. Nu betet er auch noch für den Messias, für die Erlösung von Israel. Ich weiß nicht, für was er betet, aber allemals in diesem Land, von da wird wir kommen. Aber der Engel sagt ham, Zacharias, fürchte nicht, dein Gebet ist gehört und du wirst von deiner Frau Elisabeth in Sehen kriegen und du sollst ham Johannes nennen. Na, wie weit in die Geschichte? Ich will das nicht so recht leben. Haben wir das nicht ganz ernst. Vers 18. Und Zacharias sagt zu den Engel, woran kann ich weiten, dass das so ist? Weil ich sie in Olamon und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Und dann sagt der Engel zu ihm, ich sehe Gabriel. Er sagt, ich sehe Gabriel, der für Gott steht. Das Engel, was ganz still kam, den fingen wir viermal in der Schrift. Das ist viermal abgenannt. Er kam nach Daniel, mit der Norach, er kam hier, er kam Luther und Maria. Und so Gabriel ist ein von den höchsten Engeln für Gott. Er sagt, ich stehe für Gott. Stell dir mal vor, du bist eins wem, was für Gott steht. Und Gott ist in der Thronstuhl. Von dort kam der. Der stand für Gott. Gott hat eine Botschaft gesagt. Ich wundere einmal, like, wie beten. In Daniel fingen wir zum Beispiel, dass Daniel betet für 21 Tage. Und dann ist schließlich die Antwort gekriegt. Dann sagt der Engel zu ihm, Gabriel, dass der Prinz von Persien, und andere wieder dabei sei, yes, was er persische Reich herrschen hat, mit denen habe ich gekriegt, nicht für 21 Tage. Nicht kein Michael oder Michael, das ist noch ein Engel, was Gott nannt in der Bibel. Dass Michael wird immer so benannt als ein Kriegesengel. Der steht immer für Israel an und fährt für Israel. So, das ist ein Kriegesengel. Gabriel ist ein Gott-Nurech-Engel. So wird in der Schrift festgestellt. Und so das Gabriel. Aber dort bei Daniel, der Engel sagt, kurz als die anfangs zu beten, wurde ich geschickt, aber ich kann nicht einfindig der mit dem Prinz von Persien gefährt. But Michael kam, und dann kann ich dadurch kommen nach die. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein bisschen Bild, was in der ersten Welt passiert. Aber weißt ihr, das Engel, der steht für Gott. Und einmal ein Tag, nur 400 Jahre, nur 4000 Jahre. Aber einmal ein Tag, sagt Gott den Nuss, hier ist der Platz. Dort Zacharias mit seiner oude Frau Elisabeth, nicht vor. Und puff, na ist er durch.
So ich sehe Gabriel, der vor Gott steht und wird geschickt, mit die zu reden und die gute Nachricht zu bringen. Und so das Engel, Gabriel, Gott sein höchster Engel, kommt hier nun morgen, was kein Namen hat. Er hat man gesagt, kein Namen, meine ich, kein großer, berühmter Mann irgendwo. Ein oude Lied dort, ein jüdischer Dorf, das Dorf, was nicht mal genannt, die kommt von da in Brand. Und so die kommen von einem Dorf, das verhebt, kein Namen nicht mal bei. Wer weiß, vielleicht wohnen da 15 Pauliden und Elisabeth und Zacharias, wenn sie werden fromm, sie halten das Gesetz, aber keiner kann in das Land. Und da wordt de engel, weet je wanneer Zacharias gewählt wordt voor dit? Voor de grond van de wereld gelegd wordt. Gott schafft op zijn wat geschaft met zijn persoon. Aber nu check einmal, willst du mir nicht glauben, Vers 20. Als ich die sehe, was zu seiner Zeit passieren wird, morgen dort zu seiner Zeit, Gott seiner Zeit, wirst du stumm worden und nicht reden kann, aber den Tag, wann das sich erfüllen wird. So wie weit in die Geschichte, Zacharias, er kommt da raus in den Tempel über dem, die Menschen lüren all, das geht länger als gewöhnlich, und ich kann nicht mehr reden, er weiß Dinge, die waren schließlich anher, was gesehen da im Tempel. Und dann sagt er das zu Latz. Und aus in Vers 23, und aus in Deins, immer wir, ging ich rein in Haus. Ganz still. Bloß Zacharias weiß, was er da gesagt hat. Ich bin nicht versucht, die Menschen dort zu wiesen, aber kann ich mal reden? Ganz still. Vielleicht hast du es still in dein Leben und du lässt das Gott ist angeschlagen. Aber weißt du, oft das Lüde ist oder still, Gott schafft. So ich will dir 3 Dinge mit dem Haus geben. Nummer 1. Gott schafft in seiner Zeit. Wie wird dann jemand gleich in Gott fair sein? Wie wird dann jemand gleich sein? Nu ist es all titelig. Nu werden wir das Klapps mal mit hohen Namen klappern. Wenn niemand wird das Puzzle mal topstellen. Aber weißt du Gott, wenn wir in der Welt Geschichte schicken, rennen alle in der Bibel, Gott schafft zu seiner Zeit. Und ich glaube, er schafft in uns Leben auch zu seiner Zeit. Ich sehe nicht Gott, ich kann Gott nicht fair sein, nu kommt er mal, nu wollen wir mal. Einmal haben vielleicht ein bisschen Glauben, aber Gott ist Gott und so er schafft in seiner Zeit. Der zweite Ding, Gott schafft auf seinen Weg. Dort in Ägypten wird schrecklich Lüd, in der Offenbarung ist es schrecklich Lüd, aber hier, wo der Messias von der Welt kommt, der geradste Stab zu sein, was Gott jemals nimmt in der Erlösung von der Menschheit, das ist ganz still. Und so werden wir nicht abgeben, wann es still ist. Wir werden nicht abgeben, wenn es so fällt, dass Gott ist mit Malachi in der Wüste verschwungen. Ich sage, für viele Juden geben ab. So Gott schafft in seiner Zeit, er schafft auf seinen Weg. Nummer 3, er schafft mit seiner Person. Wer hat jemals an Zacharias gedacht? Und so hier ist ein älterer Polit. Insignificant würde wir sagen, der hat nicht einen so großen Namen falsch. Irgendwo heißt ein Priester, er hat bloß seine Arbeit zu tun, als er könnte, der Beste. Sie versuchen das Gesetz zu holen, sie versuchen ein friedliches Leben zu leben. Aber das ist ein Lied dort und dort, wo wir keinen Namen für haben. No name brand. Aber weißt du, Gott wählt sich seine Person. Vielleicht warst du die Person. Wenn ich in mein Leben checke, dass ich hier Ferien stehe und predige sie in Jesus und das ist menschlich, das ist eine Dummheit. Aber Gott schafft in seiner Zeit, auf seinen Weg, mit seiner Person. Und so werden wir Gott lernen zu vertrauen mit seiner Zeit, weil wir Gott lernen vertrauen mit seinem Weg und weil wir Gott lernen vertrauen mit seiner Person. Amen. 300 Jahre abstunden. Ziemlich Schafura, Dankeschön für die Geschichte, von wo du nu war ein Platz nennen sollst in der Puzzle von dieser Weltgeschichte. Und wie war noch mehr Platz sein, Herr. Aber du schaust in deiner Zeit, auf deinen Weg, mit deiner Person. Und vielleicht denk wie so Mensch mit den Mensch. Aber Herr, du bist Gott und wir anerkennen dich als Gott. Und ich bete, dass du uns verschalten, geduldig bleiben, wenn dort still ist und es so fällt, dass Jeffnisch und der Klotz, die kennt nicht, dass wir dann wollen ruhig sein, Glauben holen und lernen, was du moving ist. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für kommen, dort hängen sie an die Dosen, wenn die wollen durchgeben. Mag Gott ihn segnen. Der Gott von der Schöpfung
Gestalt.